Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Mam Gilles, just Mam Gilles, an als Special Guest haut den Nender. Salut Gilles, mich freut heute zu sehen. Mich auch, dass du den Weg auf Rimling von ist. Rimling hast du ja nicht gerade in den Eck für dich. Nee, das ist richtig. Ich komme ja aus dem Daveston Osten. Daveston Osten. Das ist schon ein kleiner Streck mehr für dich und ich hätte gerne gemacht. Ah, mega. Aus dem Osten nichts Neues, ne? Das ist nicht... Ja. Egal, ich schweife schon direkt auf. Ich fand das gut. Ja, was das der Plan haut, der Plan ist, über den Ender singen. Es soll mal neu, obwohl es der Mensch für du gebeicht ist, dass es so neu ist, auch nicht. Mir für die Leute besten also noch immer ziemlich neu. Atmosphärisch Black Metal Band Ionic zu schwätzen und zu introducen. Das ist die Idee. Und ich meine, wie viele Leute vielleicht wissen, ganz viel, soll ich mal Black Metal zu Lützeburg geht es nicht wirklich. Dafür war das für mich eine ganz angenehme Überraschung, wie ich die erste Post gesehen habe. Und ich so, war das der Tote? Da habe ich gesehen, wen dabei, weil wir so, aha, den Toten. Erzähl mir mal, wie hat sich das entwickelt oder wie ist die Idee da abgekommen? Ja, zum Black Metal Projekt, das Projekt zu machen, ist schon relativ lang an meinem Kopf. Schon zur Zeit von Root Revelation habe ich an den Bassist angefangen, Ideen zu sammeln. Ja, mit der Zeit durch verschiedene Aspekte am Leben. Hat sich das dann gezogen und wir haben das Projekt an sich nicht weitergefordert. Ich nie gelauncht und aber immer weiter Ideen gesammelt, weil wie gesagt das Projekt zu machen hat mich irgendwie auch nicht losgelöst. Ja, bis eines Tages an der MK-Bar in Gig war, wo ich dann meinen Kollegen rumgesehen habe, der Jeff, der Marc. Ja, das waren die zwei, die präsent waren und wir haben dann einfach über Liebe geschwart und wir war ja Gott am Feld. Alles Menschliches prinzipiell. Ja, und haben dann als eine gute Idee empfand, bis zusammen zu starten. Und ich habe dann in dem Moment gezählt, dass ich paar Ideen am Start hatte, also Stil Black Metal. Wo sie ganz interessiert waren, was das da wäre. Und voilà, so hat sich das dann nur entwickelt, dass man es dann getroffen, Ideen ausgetauscht und das dann sozusagen an einem Bandkonzept doch ausgeschafft haben. Prinzipiell mal eine Black Metal Band. Ja, okay. Ja, ich meine, sie haben das ein bisschen in der Schad, dass es echt ein Mannerserie wäre. Echt so ein bisschen just for fun, bisschen gelauncht Musik machen. Ja. Aber also aus der gewöhnlichen Szene, wo all die Leute, wie auch der Jeff an der Margan, so gewöhnlich unterwegs sind, einfach eine Aufführung. Also das ist aber schon ein bisschen mehr seriös. Ging es aber schon so. Genau, ich meine, ich kann natürlich nicht für die anderen schwatzen, aber ich bin schon der Meinung, dass sie das echt da mehr locker gesehen haben. Für mich war es klar, dem Moment hatte ich auch noch keine Band oder ja, war halt bandlos. Ja, für mich war irgendwie schon klar, dass ich das will auf ein seriöses Level bringen. Und ja, und meine ganze Energie bis lo do an dem Projekt gestartet sozusagen. Klingt, ich will nicht sagen, klingt Usus, so wie eine Band sich halt formiert für einen zu Lützeburg, weil ihr aber zum Teil einfach noch immer Gidrehen, bis sich Gidrehen kennt und 10 geht ja aber noch immer Hand an Hand, egal aus welchem Genre, aus welchem Eck, das du kennst. Das ging ich aber schon so, dass das auch heute der Fall ist. Und generell bei Lützeburgischen Bands. Weil ich, wie ich Demo und hören nun, also den Release Aeonian Lights und so, war schon ein bisschen so, okay, das ist einfach etwas, was das so an dem Format mit dem Sound doch noch nicht gouf. Also das dann aber ein bisschen ein Gefunke von, sag ich mal, okay, der Leute gefällt das eben, weil es erfrischend neu ist für eine Musikszene zu Lützeburg, wo aber prädominiert das von ganz vielen Metalcore, Deathcore-Sachen und Death-Metal-Sachen. Du siehst ja dann einfach schon ein bisschen so, wir sind komplett etwas anderes. Das fand ich persönlich super gut fand. Ja, okay, dann schon mal merci für das Kompliment. Gerne, ich verdiene das just von so Güllen. Das ist auch gut. Ja, ich denke schon, dass es für die Leute interessant ist, gerade weil es eine Mischung ist zwischen
méi oldschool an awer dach schon méi modernen Elementer plus den Ambientaspekt wo ech einfach auch grösse Fernsehen do vunner zum Beispiel wat eis auch verbënnt eng Band wie Alcest. Absolut, ja. Genau huet mech och viel inspiriert eben fir dann auch so eng gewisse Mixtur do ranzubringen an net okay de Band klingt geil ech will klingen wie déi méi wirklich abs egenes ze kreieren gute Schmengen das schwéier trat neu zerfannen an dem se tell den natürlich Bausteng vun verschiedene Stiler an Satsinn se ze summen aber ja schon bislo gute Feedback krit positive Feedback an ich se froh dass het bislo so gut ukommers gut dat dir gern also ich mein du bleibst gut das dann in dem Fall auch interessant der kommt ja alle gut der hut ja schon genug Karriere Bands durch zu Lützeburg. Goufschnecker gesot All-Star Band kann ich aber schon also so ich mein, von großen Nimm als drin dabei ja wat lo Lützeburg weit gilt ja schon definitiv. Also ich denke als Membre silo keng unbekannten an der Metal-Szene das klar kennst dann aber auch so behaupten ich weiß nicht wenn Songwriting ob dat lo ever wieke dat et awer Mayday-Projets oder ass dat awer schon eng Mixtur vun ganz vielen Ideen wie du fir gesot hues oder was du dann awer de wo se schallen du trotzdem gerne még Handtriwer oder ass dat awer méi wie gesot einfach jidré bringt sei Pfefferkämmer dran fir dats et awer nach méi spezial ass oder net das effektiv so dass also die gefangen schon zu Root of Relation Zeiten wie lange hat lo hier schon gut 10 bis 15 Jahre ja du sind die steht den entstanden genau zum Beispiel Ionian Lights hast du entstanden okay. Genau das lädt das schon so an okay. Ja du du nie vorbei ja wie gesagt tun ich immer weiter Idee gesammelt an zu dem Dach von mir gesagt tun okay hey, komm mir starte mal ein Projekt war klar dass ich die meisten Ideen du mal drauf tun weil ich aber limitiert sind ob der Gitarre an ob anderen Instrumenten wie Piano oder Gesang also doch aber ganz gut dat an eng Bandkonzept können auszuschaffen lo eben mat Menge Leiit also das ja fir op de Punkt zu bringen die meeschen Idee komme scho vu mir aber het gött eben an der Band ausgeschafft also bringt schon jidreen sein Input so mat dran dass het eben hanno zu engem runden Endprodukt könnt Endresultat könnt genau und du siehst Aeonian Light seit 15 Jahren schon bald das da ja dat beweist du dann auch indirekt dass eng Passion an eng Idee net unbedingt dot aus schüstfalte vielleicht eng Ewigkeit braucht für geschlaft zu gehen also dat fand ich zum Beispiel interessant weil ganz viel Leute die mehr auch schon interviewt hatten zum Beispiel da das dann ich will nicht so eng daran nur der Aktion mehr ganz oft dass es so gemäht mir paar Lieder rausgeknüpft ganz schnell wat ja auch okay ich mein, dat hängt immer vom Betrachter auf an dem wo nur läuft dat wem dat gefällt das dann zum Beispiel mega froh weil ich mein, wir kennen ja einen gewissen Unzahl von Black Metal Bands als all Genre wie zum Beispiel dann noch Alcest wie du selber gesagt hast wie willst du die Feeling kreieren so etwas Ambientes und Atmosphärisches zu machen was sind die Influenzen also der naturbedingt kann es echt spirituelle Sache sind für dem ganzen so dat gewissen Extras zu gehen eben dat genau dat wat Menge nichtmal zumindest bis gefehlt wird zu Lützeburg so ja hängt immer ein bisschen davon auf was den selber fehlt also für mich wird definitiv ein ganz groß spirituell bedeutung gerade Black Metal Stil weil es doch schon ein bisschen auch so aus dass sie kann verschiedene Elemente mitnehmen möchten an eben sing innerliche Stimmen so zum Ausdruck bringen beziehungsweise wann ich zum Beispiel ein Lied schreiben aus dat ja schon so dass ich indirekt probieren etwas an mir zu hehlen oder etwas zum Ausdruck zu bringen so wie war denn froh ob
das natürlich kein easy froh. Ich meine, da geht schon ein bisschen an das philosophisch natürlich, und das ist auch generell etwas, was man gerne machen. Froh ist, was sind die Influenzen, wohin du bewegst für Black Metal zu machen, weil das ist ja auch natürlich in Rängen sing Schien, gell? Ja, genau. Aber wie bringst du selbst zum Ausdruck an einer Form von Metal, wo aber als, sag ich mal, Mom vom Extreme Metal ist, ne? Genau, ja, du eben wie gesagt, die verschiedenen Elemente können zu mischen. Dazu gehört ganz klar klassische Bands wie Dissection, Tudor, Dimmu Borgir, Toke, all die norwegisch beziehungsweise auch schwedisch Bands. Mat kombiniert mit Viking Ambient Musik zum Beispiel. Bathory, so schon mal. Ja, auch. Hier noch ganz viel raus, ob der EP zumindest. Okay, da tun schon pure Leute gesagt. Okay. Also Bathory war nie so eine Band, die ich viel gelauscht habe, natürlich gehört die dazu, zu dem Ganzen. Ja. Aber ja, interessant. Das spiegelt ja wohl dann den Oldschool ein bisschen rum, was Leute meinen. Ja, also sagen wir mal so wie du mal den Post geschert hast und dann noch so, voilà, die EP können raus und so. Ich habe durchgelauscht, dass mein erster Gedanke war, den Ende muss mehr Blastbeat spielen. Aber den klassischen Blastbeat, wie ob Aeonian Lights nur der Mittelpart, wo ich mir so, ja, okay, das klingt lo, das ist dann ein bisschen wie den modernen Teil. Und das fand ich eben gerade so interessant, dass der Grundidee, wo ich raussehe bei der EP, ist eben den Oldschool-Aspekt ausgebaut mit so kleinen Anekdoten, ob es los Synth oder der Ambient-Dealer. Und dann ist auch noch so die modernen Aspekte, haben sie just für zu sagen, so, mehr Gina ist keine Limitation. Das ist gut interpretiert, weil das in der Macht auch singen wir da. Okay. Dann hört er doch eigentlich an einem Bandmeeting, wenn das so kann nennen. Gesagt, dass sie nicht ging falsch fanden, wenn man jetzt irgendwie Limiten setzen. Klar, denn der Stil Black Metal und so, ich kann mal nicht vorstellen, nicht unbedingt Jazz-Elemente ranzubringen. Oder Reggae, was zum Beispiel gar nicht passt. Ne? Soll schon an dem Konzept bleiben. Ja. Aber da sind nicht stur einfach eng Lindo fährt, sondern ein bisschen Obers für andere Sachen, weil ich meine, wenn du ein Feeling hast und du willst etwas an einem Lied ausdrücken, sich zu limitieren, dann kann er eben nicht Vollkommenes gehen. Ne? Ja, ich meine, wenn du das einmal Limite setzt, dann hast du schon eine gewisse Blockade. Ob du beim Schreiben hast oder vielleicht auch nur, wann dann ein Lied geschrieben hast, was sich nicht zu 100% du fehlt, werde doch nie 100% am Herzen sehen. Oder da drüben spiegeln, ja. Voilà. Ja, du musst dir wie denkt, ich meine, genug Leute, die Black Metal, den Reihe Black Metal, True Norwegian Black Metal verfassten, die mit eiser Musik zum Beispiel nicht Kinder aufhängen. Mir ganz ehrlich, das ist mir dann in dem Moment egal, weil wichtig ist für mich, dass es genau das reflektiert, was ich will aussuchen. Ja, absolut. Und ich meine, dass du auch dann nicht nehmen, du schreibst ja nicht mehr Lieder, oder in dem Fall Janik schreibt nicht mehr Lieder für die Leute zu pleasen, es muss dir gefallen. Als allererst muss es dir gefallen, an den Bandmembern. Erst du siehst, dass du Potenzial oder du kannst verschiedene Leute gefallen. Aber wenn es keinem gefällt, dann ist es so. Ich meine, du hast ganz oft ja noch immer, ich will nicht so, dass Lützeburg mega betroffen was mir den elitistischen Point de vue, dass True Norwegian Black Metal hört so zu sehen, da muss man einen Kassettenrekorder abgeholt sehen. Aber das ist ja auch an der Reihe. Ich meine, du kannst ja auch schön machen, wie in das empfinden. Ne? Mit sich selber dann, das ist meine der Fakt von den Limiten, wo ich so. Ich kann es selber irgendwo genauso denken, wo ein bisschen, ich lausche prinzipiell nicht, was nicht zwischen denen an denen Jahren geschrieben ist. Hauptsächlich die zweite Black Metal, weil an der ganze Rest, was du noch kommst, ist nicht Black Metal. Ja, ich verstehe, was du willst sagen, aber da geht ganz viel Passion dann noch verloren. Ich fand das limitiert ganz viele Leute, die effektiv noch immer so denken, an dem sie gut Bands einfach total ignorieren, obwohl es nicht zu ignorieren ist, weil sie kapabel sind, Lieder zu schreiben, wo etwas spiegeln, was
Das kann emotional sein, das kann genauso knaschig, also rau klingen wie OG Black Metal und kann aber genauso gut und Dinge Gefühle kratzen. Ja, mal los schwarz mal per se Schmenung so. Ich denke jeder möchte wie will mir ich fand doch muss du rasch gehen ich fand der Shirt wann den sich selber irgendwie aussperrt dann limitiert neue Sache kann installieren ja das halt das ich meine du hast pränominativ aus den Black Metal von den Genren wo dat ich will nicht so am meeste mehr wo dat kein anormale Begriff ass sech sto frohen zu stellen ja méi ass dat so mit froh net ass dat so froh méi muss dat dann so sehen ich mein du steht dir als so mal als Beispiel 4 wannnech lo natürlich einer Black Metal Bands as Lützeburg gucken ich kann da wie so net ganz viel wat sind net ganz viel do menges wissens ans der Incest gucks Hexin oder so dat sind alles Top Bands ne mehr persönlich ohne den Leute schlecht zu schwätzen wird eben den gewissen Touch von dem limitless Point of view bei den Ionic Lieder wissen zu den das passt persönliche Point of view natürlich da das genau Menges okay mal das fand ich umso mehr interessant und ich meine das kann doch ganz viele Leute die zum Beispiel gut nicht mit der Form von Musik können aufhängen mehr einfach zu appreciieren wie ein OG Black Metal Weil ich muss so ja ich sind natürlich froh dass es mat Dinger seel resoniert so, absolut Schnittivität für du voll zu schleimen nee das ja wahrscheinlich so Feedback zu kriegen ich mein, mir hunn allgemein gute Feedback krit ja war der such dann differenziiert das aus der Sound denken ich mir fuhren halt méi moderne Sound wat mir persönlich eben noch wichtig war ich kann eben Manner abst du mat ufenken so Kassette Recording Sound hanno ja an Leiit van dat super gut super geil aber ja wie gesagt ich sinn lo net zu fan vun an ich wollte de ger bisssen wie modern hunn an voilà. Ja da das oder allgemein ich denken allgemein kann ich für Ionic schwarze mir wollten dat méi modern hun ja dat ass berechtigt wie gesäidet dann lo an nächster Zukunft schmenge van den Interview hallo rauskennt da kann net sinn dass da schon echt show han dir schut méi wat dem Plan fir Jannig lo an den nächste Main oder muss mein Kalender jo ausgruppen ich kann da just een Datum so genau sagst du feiert denn soweit immer spiel man an der MK-Bar das dann als echt Show so als nächste Konzert mat Serpent Bite an Exit Fury genau du no der 27. geht weiter an der Rockhall Metal Battle ja Gratulation noch nein Finalisten aber trotzdem merci also super froh an super hofrestrop auch das Feedback von der Metal Battle Jury so zu kreieren das wirklich sehr stark also wirklich wie soll so ein unexpected wenn man nach die Konzert hatten an ja seht einfach dass man gut geschafft und denkt nicht absolut voilà du no geht weiter Rotten Stones Datum 27 ich muss dat kann ich schon Komment schreiben das geht Problem okay gut aber des weiteren ja stehen noch pur offeren op du gucke mal wat sech für Eis ja rentiert vom Opwand her beziehungsweise viel zeitlicher ausgeseit schmengen ich sehe den inzwischen den die Band als Einzelband hört aber zum Beispiel der Chef den hört Atlantas den hört Skull Anger der macht an der Rolle von Sublight nach nebenbei an der Raff hört Edge of Taunt ne Quatsch die geht ja nicht mehr oder so Halle naja egal den hört doch eine andere Band und voilà dafür sind wir zeitlich dann schon ein bisschen limitiert die Sache geplant ich meine das schon mal das an wie gesagt Punkto ich den DP als Rege rauskommen oder schwngen bisschen mehr wie 2 Meint mis ich mich loieren bisschen mehr wie 2 Meint Mr. Alden plus minus das Umfang des Jahres Januar ich weiß nicht genau Datum okay wie gesagt Ionian Lights als Umfang des Jahres rauskommen EP mit 6 Lieder
Oder fünf, Moment. Scars, gut. Fünf. Excuse me. Ja, alles gut. Ich hatte muss selber nur erzählen. Das ist nicht schlimm. Du darfst. Ich darf nicht. Ich weiß nicht, was. Also, ja dann. das ist auch nicht gefangen. Genau. Wie gesagt, Punkto Ideen, lo schon, dass dann natürlich bleibt. Bist du frei, dass man mal die echt Shows spielen und so. Ein bisschen nach mehr in das Leid kommen, ein bisschen mehr Feeling. Wir gehen jetzt schon Ideen für Follow-up-Sachen. Follow-up-Sachen, Punkto, meinst du Single-Album? Single-Album. Ich meine, dass du nicht lohnt, primitiv, dass du ein Album machen musst. Ich schaue mal an, dass das Songwriting aber der rollt. Das Songwriting rollt, ganz klar. Ich denke, wenn du als Band, als Band Shows spielst, darfst du das natürlich nicht vernachlässigen. Auch an der Kulisse ein bisschen weiter zu schaffen aus Songs. Aber gut, das ist auch eine Feeling-Sache. Gerade bei Ionic will ich mir persönlich zum Beispiel nicht so viel Stress machen. Entweder das fließt oder das fließt nicht. Also was Kreativität belangt, für Lieder zu schreiben. Aber ja, die Kreativität war da und es sind verschiedene Ideen geflossen. Und Lode 6.4. dann werden wir auch nach ein Lied präsentieren, was eben nicht auf der EP ist. Nice. Was dann. Last Beat? Ja, definitiv. Nice. Und da können dann schweißen. Definitiv, ja. Ja, aber da voilà, sind ein paar Ideen auf den Tapet kommen und ja, die wie auch mit den anderen Ideen viel drin, die werden wir als Band dann ausschaffen und voilà, und dann gilt zu diskutieren, in welche Richtung es geht. Soll man ein paar Singles rausbringen? Bevor man ein Album machen, will man ein Album direkt machen. Das sind Sachen, die sind erwartet, die haben wir noch nicht so das hängt auch dann immer davon, wie du siehst, von der Welle, ob der die Band gerade fließt und von Kreativität so am Überschuss ist. Da kannst du so ganz sehr genug zusammen kreieren. Aber ich fand das immer interessant, auch für Leute so, ich will das nicht forcieren. Ich will nicht nur ausboxen, forcieren, etwas zu machen, von dem Moment vielleicht noch nicht richtig ist. Ja, du musst schon profitieren von der Welt. Wenn du eine kreative Phase hast, sollst du auf jeden Fall Sachen recorden, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Aber auf jeden Fall die Ideen aufhängen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Lieder schreibst oder Ideen sammelst. Also ich weiß nur eine Stunde schon nicht mehr, was ich wollte machen. Und, dafür muss ich das direkt das ist richtig. Ich meine, gewöhnlich sind wir da immer exposiert. Der Fakt, dass wenn man nicht können abholen, also Situationen, keine Ahnung, Meetings oder du bist irgendwo, wo du nicht kannst abholen, da hast du die besten Ideen. Dann kannst du gewöhnlich eben, merkt, das fort. Aber Das war, also wenn für Kreativität leid oder für kreativ leid, ob es Musiker sind oder ich meine an allem Spektrum gilt das so. Schon eng Fastline ganz viel gemalt und das war auch so ich kann da ob so gut sind oder nicht, das mag ich nicht bestreiten, gell. Aber ich schon so viel in dem Kopf, ich muss da rausgehen, da kann ich da keine Ahnung, so 5-6 Canvases an einem Tag machen und da will ich schnell mit davon wissen, die nächste von der Woche. Ja, dann hast du das abgebracht. Dann hast du den Besoin, einfach den Urge, ich muss da machen, den hast dann gut. Und da lässt du einfach links leihen. Und ich meine, das kannst du auch an dem Sinn, teilweise mit Musik vergleichen. Du vergisst ein bisschen und das braucht einfach Zeit zu reifen. Ja, genau. Also einfach gut unzufühlen. Mal nicht, dass es gut klingt, mir einfach gut unzufühlen persönlich. Genau. Da müssen mein Kollege lachen, wenn sie das hören, mir muss atmen. Nee, muss auch. Das ist ein Insider. Das ist wie Wein. Genau. Wein, den du ausschützt, trinkst du auch nicht direkt. Außer du willst da direkt an die Gäste zu gehen. Ja. Das Kind Idee und Kind Idee. Okay, voilà, genau. Aber, ja, also ich meine, das ist schon ganz viel gesagt in der Punkte. Ja, ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht. Ich will nicht so ein Fan von erster Stunde, weil wir kennen das noch kein 15 Jahre mehr hätte ich das gewusst, da wahrscheinlich schon. Ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg mit Ionic und für die Leute draußen, die Ionic nicht kennen. Ich meine, die sind auf Social Media definitiv in AW, YouTube, genug cool AI-Videos da habe ich gesehen. Du könnt bestimmt auch noch, also der fand Ionic definitiv rum und wir werden es auf jeden Fall sharen, als Supporter, wo wir nicht können. Ein Rendezvous dann. Das ist ganz live, merci vielmals. Gerne geschieht, an der Rendezvous aus der 6. bis 4. an der MK. Genau.
genau und da geht du man nicht gemoscht bei Black Metal passen geotemt gött appreiert voilà. Also schaffen der Fall natürlich wird schon klappen sind ich überzecht gut merci dass du hier warst merci auch für dein Video tut mich gefreut absolut immer gerne und dann bis geschwind hören bei Comedy ciao ciao